Herr Präsident, die Damen und Herren, wenn ich für eine paar Tage an eine Liste gegangen bin, für über das Staatsbudget zu schwätzen, hat der Professor das Sujet vom Budget so resümiert: Ohne Knete keine Fete. Das war natürlich überspitzt formuliert, aber ist das so klar. Wir müssen all Euro, die wir wollen, ausgeben, für das verdienen. Oder wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz rezent an einer Regierungserklärung umschrieben hat: Nur in einer auf Wachstum ausgerichteten Volkswirtschaft werden die Mittel gewonnen, die wir brauchen, um Infrastruktur zu finanzieren, Solidarität zu üben und soziale Sicherheit auf Dauer zu gewährleisten. Wir stehen am Moment an einem weltwirtschaftlichen Kontext, den so dynamisch und unsicher ist wie in lang nicht mehr war. Nur im Jahr 2024, an dem die Weltwirtschaft eine stabile Wachstum gewiesen hat, wird die Situation am Laufe von 2025 grundlegend geändert. Seit dem Anfang von diesem Jahr als eine neue Herausforderung aufkommen: die aggressive US-Handelspolitik mit historisch hohen Douanenzöllen. Kein Zweifel daran, dass diese Politik große Konsequenzen hat für die USA selber, für Europa und aber auch für die globale Wirtschaftsstruktur. Wir sehen an der Produktionskette, am weltweiten Handel, an einer neuen Inflationsdynamik. Die Resultate am ersten Semester 2025 weisen ein klares Bild. Schwanken PIB-Entwicklungen, eine allgemeine Verunsicherung, die sich auch an den Märkten reflektiert. Aber es gibt auch Positivsignale. Die Eurozone stabilisiert sich los. Die Industrie kommt aus der Kontraktion raus und Services bleiben dynamisch. Was die Prognosen angeht, rechnet der Statec mit einem moderaten, aber stabilen Wachstum an den kommenden Jahren. Laut den Schätzungen vom Eurostat aus dem Herbst zur Eurozone 2025 um 1,3% Wachstum, 2026 um 1,2%. Die Inflation bleibt unter Kontrolle, Zinsen stabil und Finanzmärkte haben Potenzial für mehr starke Leistung wie erwartet. Wir dürfen uns nicht täuschen. Die Risiken bleiben substanziell. Die Unsicherheit über die amerikanische Wirtschaftspolitik, geopolitische Spannungen und die weltweite Fragilität der Produktionsketten bleiben Herausforderungen, denen wir erst und da müssen gucken. Das ist die Welt, an der auch Lützeburg seine wirtschaftliche Entscheidungen treffen muss. Eine Welt mit Chancen, aber auch mit Risiken. Eine Welt, die nur Stabilität, nur Vorsicht, aber auch nur Weitsicht und nur couragierte Schwachen ruft. Kommen wir auf die Situation hier am Land. Herr Präsident, die Damen und Herren, in so einem Kontext muss wir als Land klein, aber offen für die Welt, pragmatisch, zukunftsorientiert und resilient handeln. Wir werden uns auf die großen Linien von der globalen, weltweiten Wirtschaft anstellen, für die Stabilität, den sozialen Zusammenhalt und als wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu Lützeburg zu sichern. Gerade da also den exzellenten Schwab vom Finanzminister für das Staatsbudget 2026 unter dem Thema vom modernen Wurzeln zu präsentieren mit all seinen multiplen Facetten. Wir gucken heute auf die Situation von der Lützeburger Wirtschaft. Eine Situation, die 2022 von einer Reihe von schweren Herausforderungen geprägt ist. Nach einer Rezession im Jahr 2022, an einem quasi Null-Wachstum 2023, als auch der Wachstum für 2024 mit nur 0,4% eine Bestätigung, als Wirtschaft könnte nicht mehr losführen. Aber 2025 bringt auch neue Signale von Erholung. 3 Quartale handeln als die Wirtschaft ihrem Gewusst, gedrohen für allem von den Informations- und Kommunikationsservices, die sich nach einem schweren Aufschwung am Jahr für den erstärken. Daneben drohen auch als öffentliche Dienstleistungen, Verwaltung, Gesundheit, die Education, der Business Service und der Kommerzzwänger löser mit reeller Erholung bei. Finanzplatz, eine von der Schlüsselbranchen von unserem Land, weist eine gewisse Stagnation. Auch wenn die Unternehmen für 2024 nur korrigiert wurden und die Leistung besser war, wie angeholt, das besonders an der Fongenindustrie. Was die Inflation angeht, sind wir an einem ganz anderen Bild wie nach vor kurzem. Die Jahre 2022 und 2023 waren geprägt von einem starken Preisdruck wegen der Energiekrise. Mit 2024 ist die Inflation deutlich gefallen.
Hier liegt Augmentation am Jahr 25 als für allem auf temporäre Faktoren wie die Energiepreise an einen Indextranche zurückzuführen. Am internationalen Vergleich bleibt Lützeburg auch weiterhin ein Land mit einer relativ niedriger Inflation. Die Löhne haben sich nur die vielen Indextranchen am Jahr 2023 stabilisiert. Die Beschäftigung weist weiterhin mit deutlich mehr los wie an den Jahren vor der Krise. Der Chômage als Abgegangen liegt aktuell bei 5,9% und wir können noch nicht von einer stabilen Entlastung schwätzen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, das waren Zahlen und das war die Situation, wo der Finanzminister das Budget den 3. Oktober hier in der Chambre deposiert hat. Seitdem ist eine neue Estimation vom Stadtwerk Anfang Dezember rausgekommen. Am 3. Februar 2025 ist der lützeburgische PIB am Volumen um 1,1% am Vergleich mit dem 4. Februar geklommen und um 2,7% am Vergleich mit dem 3. Februar 2024. Das liegt positiv Signale erlauben dem Stadtwerk seine Prognose von dem Wachstum von 1% vom PIB für dieses Jahr und 2% für 2026 aufrechtzuerhalten. Das hält wohl nicht alle Unsicherheiten weg, aber gekoppelt mit einem Ausblick von mehr niedrigen Energiepreisen und einer besseren Konjunktur an der Eurozone gibt es eine bessere wirtschaftliche Basis. Kommen wir nun zu den Kehrzahlen vom Staatsbudget 2026. In dieser schwierigen Situation hat der Finanzminister ein Budget deposiert, den ich als antizyklisch betrachten. Für 2026 haben wir voraussichtlich Recetten von 31,1 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 1,5 Milliarden Euro oder 4,9%. Die Ausgaben klammen von geschätzten 30,8 Milliarden Euro 2025 auf 32,6 Milliarden Euro 2026, ein Plus von 1,8 Milliarden oder sie 5,7%. Den Defizit beim Zentralstaat wird 2026 stummer der 1,49 Milliarden Euro bedrohen. Der Gesamtstaat wird 2025 voraussichtlich mit einem Defizit von 706 Millionen aufschließen, was 0,8% vom PIB ausmacht. Für 2026 soll das Sold auf 408 Millionen negativ verbessern, das sind 0,4% vom PIB. Ein Prozent vom PIB wird als Schuld stabil bleiben, stand heute rund 27% vom PIB. Im aktuellen Budget pluriannuell sieht auch vor, dass als Schuld bis zum Ende der Legislatur relativ stabil bleibt. Das ist wichtig für den AAA, aber auch für als Schulden am Griff zu behalten. Das antizyklische Politik machen wir nicht nur für 2026, sondern für die gesamte Legislaturperiode. Wir investieren an Land, an Leid, an Infrastrukturen, an das an schwierigen Zeiten, an mehr schwierigen Zeiten wie nach 2024 angeholt. Der vorausgesuchte Wachstum wird nur innen ajustiert. An Platz 2,7% Wachstum vom PIB am Durchschnitt, so wie 2024 geschehen ist, wird nur nach 2% für die Jahre 25 bis 29 gerechnet. Beschäftigung weist mehr los, der Chômage bleibt auf einem hohen Niveau und geht nicht mehr los zurück. Die Regierung aber packt akut Probleme an und will die akut Prioritäten behandeln. Arbeitsmarkt, bezahlbare Wohnungen und Armut. Dazu gehört, den Sozialstaat zu stärken, sein NATO-Engagement zu erfüllen, die ökologische Transition und die industrielle und technologische Basis zu stärken. Das Budgetprojekt 2026 bis 2029 ist antizyklisch mit hohen Investissementen, einer Stärkung von der Kompetitivität, der Unterstützung von der Kaufkraft und der Verbesserung beim Zugang zum Wohnraum. Dabei soll AAA-Notierung geschützt und Staatsfinanzen stabil gehalten gehen. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich will auf dieser Platz dem Finanzminister zusammen mit seinen Equipen am Ministerium und auch an der IGF felicitieren und vielmals merci sagen, dass Sie an diesem Budget eine Reihe Neuerungen mit vielen Elementen von Transparenz und von Mesurabilität herausgebracht haben. Das hilft, dass das Budget mehr leserlich wird und besser als Util gebraucht gehen, für zum Beispiel ein Suivi von den öffentlichen Finanzen zu garantieren.
Das Neierungen sind eng Simulation von Zinsen entweder geifen deitlich op oder deitlich raufgehen, Abfeierung von Indikatoren oder Objektiver, die all Minister proposiert wird, eine Risikoanalyse von den Staatsfinanzen nur europäische Kriterien, ein ganz Kapitel über die Rezette vom Budget wird bislang nicht also am Budget stehen, an die Abfeierung vom PIB bien-être. So gesagt, dieses Budget eine Simulation für, wenn Zinsen entweder gegen deutlich rup oder deutlich raufgehen. Konsequenzen von einem Klammen von 100 Basispunkten von den Zinsen wären signifikativ. Der Wurstum gave 26 von erwarten 2% auf nur 1,2% zurückfallen, und am Jahr 27 gave mir die Auswirkungen nach mehr klar spüren. Geben auch Männer Arbeitsplätze entstehen, an der Chômage gave leicht über dem Laien, was wir am Hauptszenario erwarten. Diese Entwicklung hat natürlich auch negative Konsequenzen auf die Staatsfinanzen. 2026 gibt das Staatsdefizit bei minus 0,7% vom PIB liegen, mehr hier gibt bis 2029 auf minus 1,6% rutschen. Die Staatsschuld geht von 27,6% vom PIB am Jahr 26 auf 21,9% am Jahr 29 klammen. Auf der anderen Seite beim Szenario vom Raufgehen von den Zinsen um 100 Basispunkte wären die Resultate auch klar. Die Konjunktur geht 2026 um 1%Punkt mehr stark wachsen wie am Zentralszenario. Arbeitsmarkt hat da den positiven Impact, der Chômage geht unter dem Hauptszenario liegen, ab bis 2029 auf 5% raufgehen. Auch bei Staatsfinanzen wäre der positiven Impact. 2026 gibt mir ein Budget bald am Equilibre erreichen mit einem Defizit von nur 0,1%. Die Staatsschuld geht nicht klammen mit zurückgehen auf 25,2% vom PIB am Jahr 2029. Herr Präsident, die Damen und Herren, eine weitere Neuerung betrifft die Risikoanalyse von den Staatsfinanzen nach europäischen Kriterien. Diese Kriterien umfassen zwei Kennzahlen S1 und S2. Die müssen, wie groß der Fonds muss sein, für die Staatsschuld stabil zu halten oder auf ein gesundes Niveau zu bringen. Das Resultat für Lützeburg 2024 ist folgend. Beim Indikator S1 haben wir ein mittleres Risiko, beim Indikator S2, den entscheidend ist, haben wir ein höheres Risiko. Das Modell weist, dass für alle Enthaltung von unserer Bevölkerung an die Evolution von den Kosten für Pensionen, Gesundheits- und Pflegeleistungen die großen Herausforderungen sind. Allein Pensionen drohen mit über 5 Prozentpunkten zum höheren S2-Wert bei. Dafür klassiert die Europäische Kommission uns am Gesamtbild als Land mit hohem Risiko für die langfristige Soutenabilität. Das ist kein Alarmismus, mehr eine Warnung, die wir echt wollen. Und dawegs wird diese Regierung auch schon unter anderem Konsultation für eine Pensionsreform lanciert und eine erste Mesure proposiert, für die Situation von unserem Pensionssystem zu verbessern. Darauf werden wir das Woche an der Chambre ja nach Agua, wann die entsprechenden Gesetzesprojekte zum Wort stehen. Herr Präsident, die Damen und Herren, ein Budget ist ein Ausdruck von einer Politik, von einer Regierung, ergibt die nötigen Moyens dafür. Dawegs als eine Weiterneuerung von diesem Budget, wie gesagt, die Abfeierung von Indikatoren oder Objektiven für die Ministerien und Verwaltungen. Das ist ein wichtiger Schritt noch hier. Dank Objektiven, die quasi alle Ministerien ausgeschafft hat, kann ich müssen, ob Gelder, die ausgehen, auch die gezielte Wirkung haben, an so dem Budget ein Suivi erlauben. Das Mehrpaket erlaubt die Effizienz von den Ausgaben zu evaluieren und für eine bessere Budgetärplanung an den nächsten Jahren zu sorgen. Das schafft mehr Vertrauen an Politik an die Institutionen. Für den Zusammenhang zwischen dem Staatsbudget und der Steuersuche von den Menschen zu verdeutlichen, proposieren ich, dass wir als ein Beispiel von Neuseeland inspirieren, an jede Ränge bei seinem Steuerbulletin eine Seite dabei lehnen, die resümiert, wofür Steuergelder ausgehen. Was die Indikatoren oder die Objektive betrifft, proposieren ich, dass das weiter ausgebaut und verfeinert gehen, auf einem Weg zu mehr effizienter budgetärer Planung an die invitierenden Finanzminister mit seinen Equipen auf diesem Weg konsequent weiterzugehen. Auch sollen sie die anderen Ministerien begleiten bei der Verfeinerung an dem Suivi von diesen Indikatoren oder Objektiven. Herr Präsident, die Damen und Herren, kommen wir nun zum PIB bien-être. Wir sind gewinnt, der wirtschaftliche Succès von einem Land auf Proportionen Prozenter an PIB-Zahlen auszurechnen. Mit Vorrecht ist auch, dass die Lebensqualität der Leute sich nicht auf eine einzige Zahl reduzieren lässt.
Schon 2009 huet Lützeburg dofir weiche Gestalt, mam Projekt PIB Bien-être ze summe mam Conseil supérieur du Développement durable, mam Conseil économique et social an dem Stadtdeck. Fro war Demos ewéi haut, wie geht de Leiit eigentlich wirklich? An net nëmmen, wie geht der Wirtschaft? Dunno gouf viel diskutiert, dats awer net viel geschitt. Das Joer gouf en ëmfassende Kadergeschäft mat objektive wie subjektive Kennzwellen, die d Lewen an eisem Land mussen. Akkommes, Gesundheit, Vertrauen, Umweltqualität, Chancen, je dat ganz Bild an net nëmmen eng seit vunner. Mit dem Koalitionsakkord 2023 bis 2021 huet de Finanzminister desideiert, dës Erkenntnisse konsequent an Budgetspolitik anzubannen, weil ein Budget nicht nur englisch für Kächten nach Resetten ist, ein Budget als ein Instrument, das soll das Leben an unserem Land besser machen. Dafür gouf für das Budget 2026 dieses Projekt gestartet. Es gouf analysiert, wie eng Staatsdepensen einen reellen, einen direkten Beitrag zum Wohlbefinden von den Leuten leisten, auf Basis von 6 klar definierten Wohlstandsindikatoren. 4,9 Milliarden Euro, also bald 15% vom Staatsbudget, drohen direkt zu besseren Lebensbedingungen bei. Die höchsten Beiträge an Bekämpfung von der Armut, an Verbesserung von der Kaufkraft, an den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. 15 Ministerien haben darunter teilgeholt, mit die drei größten drohen 80% vom Volumen. Das an den Ende vom Finanzminister aber nicht mehr anfängt. Dafür rekommandieren ich, dass die Indikatoren weiter verfeinert und ausgebaut gehen. So können wir auch den Tagging budgetär verbessern, für ein mehr kohärentes Budget am Interesse von Land und Leuten. Über den PIB Bien-être raus kann es doch interessant sein, sich Gedanken zu machen, eventuell auf den Weg vom Green Budgeting zu gehen. Die OCDE definiert das Green Budgeting als ein zielorientierter Approach von der Budgetierung, die Instrumente von der budgetarischen Politik nutzt, für die Regierungen auf allen Niveaus zu unterstützen, hier Umwelt- und Klimaziele zu erreichen. Zu den verschiedenen Instrumenten von einer geringen Budgetierung zählen unter anderem Umweltimpaktevaluationen, geringe Budget-Tagging an eine Überprüfung von den Depensen aus einer ökologischen Perspektive. Am Kontext von der Bemühungen von der Regierung für die Chancen von der ökologischen Transition für Lützeburg zu nutzen und auf vier zu streichen, kann die Abfeierung von so einem Green Budgeting an Budgetsprozedur eine reelle Valeur ajoutée durchstellen. Sie gibt die Ambition von Lützeburg am Bereich von der nachhaltigen Entwicklung und von der Lebensqualität der Bürger noch mehr anzureichen. Herr Präsident, die Damen und Herren, an diesem Budget ist auch ein detaillierter Kommentar über die Resette vom Staat. Das neue Kapitel vom Budgetsprojekt stellt die Entwicklung von den Hauptresetten von den 3 Steuerverwaltungen für die Periode 2024 bis 2029 vor. Für alle Resetten wird ein Vergleich gezogen zwischen dem gestimmten Budget 2024 und der effektiven Ausführung sowie zwischen den Donnerungen vom Pluriannuell 2024 bis 2021 an dem Projekt für den Pluriannuell 25 bis 29. Daneben gehen auch Erklärungen zu den Prognosen und den proposierten Hypothesen angehen. Beiträge zu diesen Resetten, die von der Steuerverwaltung, der Douane und dem Enregistrement geliefert gehen, drohen aktiv dazu bei, die Rekommendationen vom Rechnungshof, von der Chambre und viele weiteren Organisationen am Bereich von der Transparenz und der Budgetsinformation zu erfüllen. Ich weiß, dass der Finanzminister nicht viel hält von großen Begriffen. Aber mit diesem Budget wird hier mit seinen Leuten eine neue Meile stehen, an Sachen Transparenz geschaffen. Darüber kann ihn hilfreich sein, und aber auch bescheiden genug, für zu erkennen, dass das ein erster Schritt ist, den wir weiter ausbauen sollen und noch müssen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, der Kampf gegen die Armut ist ein Sujet, den ich in den nächsten Minuten mehr im Detail gucken. Ein besser Zusammenleben heißt für allem Sozialkohäsion stärken und die Armut bekämpfen. Dieser Satz vom Premierminister Luc Frieden am Kader von der Deklaration zum Regierungsprogramm 2023 beschreibt Zielsetzung von der aktuellen Regierung. Eine Menge beschreibt perfekt das Ziel, was wir alle Guten hier zusammen erreichen wollen. Madene Wussen. Als Land braucht eine starke soziale Kohäsion.
Sie ist eine wichtige und eine essentielle Verbindung für als pluralistisch, multikulturell Gesellschaft zusammenzuhalten. Das wird das Land so wertvoll und einzigartig mischt. Sozialkohäsion stärken, so wie der Premier am Namen von der Regierung am November 23 gesagt hat, bedeutet resolut gegen die Armut vorzugehen. Es bedeutet kein Umweg zurückzulassen. Dafür also Zeit für Schwan zu treffen, und diese Koalition hat das an dem Sinn von Anfang an entschlossen gemacht. Die Regierung hat für den Kampf gegen die Armut ein bred und ein globaler Approach. An diesem Budget 2026 14,99 Milliarden Euro vorgesehen. Nach einmal mehr wie 1,5 Milliarden mehr wie dieses Jahr, an der trotz hoher Militärausgaben weiterhin 46% von unseren Budgets ausgaben. Eine starke Message und ein klares Zeichen. Bekämpfung der Armut möchte sich nicht an einem Ministerium oder an einer Verwaltung, wohl wissend, dass das Familienministerium eine zentrale Koordinationsrolle hat. Die Armutsbekämpfung als die transversale Aufgabe von eigentlich allen verschiedenen Ministerien, verschiedene Verwaltungen, und Kooperationen mit den Gemengen und mit den Akteuren im sozialen Sektor, Professionellen wie Benevolen. Und auch die Chamber als ein Hauptakteur an diesem Engagement. Was Ziel angeht, sind wir als Halbannen eins. Beim Weg dahin nicht immer. Zusammen haben wir proaktiv bei der Bekämpfung von der Armut mitgewirkt und viele Projekte verbessert. Die kliwerische Majorität Opposition hat meistens keine Rolle gespielt, wenn es darum gegangen ist, für die Mitmenschen und Familien, die nicht auf der Sonnenseite vom Leben stehen, zu helfen. Aber wie gesagt, das Zeit, Schwan zu treffen, und das hat die Regierung hinter ihrem Antritt am November 23 gemacht. Mesuren, die geholt wurden, seitdem stehen für ein klare und eine mäßig belehrte Sozialpolitik und Armutsbekämpfung hier im Land, sind an meinem schriftlichen Rapport zu einem großen Teil am Detail beschrieben. Ich will dafür hier nicht mehr stichwortartig da verschiedene annehmen. Die Kreditimpôt monoparental gehoben, den unqualifizierten sozialen Mindestlohn als steuerfrei gouf op den 1. Januar 25 um 2,6% gehoben. Der Revis gouf auch um 2,6% gehoben, genauso wie der Revenu für schwer behinderte Personen. Monoparental Familien, Witleid und Personen über 64 Jahre gi steuerlich besser behandelt. Am 1. Januar 2024 gouf die Steuertabelle im 4 Indextranchen angepasst. Op 1. Januar 2025 goufet eng weider Oppassung 2,5 Indextranchen. D'Allocation de Vie gouf op 1. Januar 2025 op 10% ugehowen, Primenergie gouf op 1. Januar 2025 verdreifacht. An Schaffung vun enger Primenergie reduit firsteet die Liicht iwwer dem Säuleien det Durecht op Prim ginn huet. Viel von diesen Mesuren goufen am Kader vom Entlastungspakt, den am Juli 24 präsentiert gouf an op den 1. Januar 25 Kraft getreten ass geholt. Und die Regierung hat parallel weitergeschafft. Wichtig neue Impulse an Hilfen kommen beim ersten Armutsplan, den der Familienminister zusammen mit der Gesundheitsminister, dem Logement- und Edukationsminister am Namen von der Regierung die letzte Woche vorgestellt hat. 106 Mesuren sind Resultat von einer stärker Zusammenarbeit von 18 Ministern für eine mäßig belehrte Armutsbekämpfung. Das ist auch das Resultat von einer ganz breiten Konsultation durch die Regierung von immens vielen Akteuren vom Terrain aus dem sozialen Sektor. Eine Demarche, die auf meinem Tour durch den sozialen Sektor für meine Entrevuen regelmäßig auf vier gestracht ging und immer enorm begrüßt ging. Ich will 3 Mesuren heute herausgreifen, die sozial zibleiert Hilfe für defavorisiert Städte mit Kanner. Die zweite Mesure ist die sozial zibleiert Hilfe für finanzschwer Städte, an denen eine ältere Person lebt. Und eine dritte Mesure ist die Abhörung von einer 4. Tranche von der Prime de Naissance, bei der verstärkt auf die erste Entwicklung vom Kind geguckt wird. Mit das beste Element gegen die Armut und Prekarität ist sicherlich auch ein Schaff. Dafür sind ein Hauptelement vom Nationalen Armutsplan Mesuren für die Beneficiäre vom Revis neu oder römer an Arbeit zu bringen und die Valorisierung von der Berufsausbildung mit Anpassung beim Lehrgeld. Formationsoffern auf verschiedene Sprachen, Vermittlung von Spruch und Digitalkompetenzen. Darüber hinaus ist auch der Ausbau von der ziblierten Hilfe für die Entreprise vorgesehen,
die sich und dem Effort beteiligen, Demandeur d'Emploi anzustellen. Auch am Logement gouf Zeit für Schwan zu treffen. Deiere Wohnraum an heich Loyer treiben Armut an Armutsrisiko nowen. Die Situation vom Logement zu Lützeburg wird massiv soziale Reperkussionen. A grad die defavorisiert Familien ersteht, mussten proportional viel an das Logement investieren. Die Regierung schafft weiterhin viele Maßnahmen, für diese grave Probleme rundzugehen, Lösungen zu sichern für die Situation von den Menschen, die auf der Sicht sind, um darüber dem Kap zu verbessern. Sie interveniert massiv am Bereich vom Logement. Auch hier verweisen Sie auf den schriftlichen Rapport und limitieren mich auf Stichwörter. Die Subvention Loyer für Einkommensschwache steht auf den 1. Juli 2024 abgesagt. Bayer Socio gehen unterstützt, wenn ein Haus oder ein Appartement über den Bayer Sozial verlohnt, als beim Revenu den Kredit zu 90% von der Steuer befreit. Für den Fonds Spezial pour le Logement abordable sind die nächsten 4 Jahre mehr wie 1,2 Milliarden vorgesehen. Am WFR-Programm sind 480 Millionen über 4 Jahre vorgesehen, für Appartementen zu kaufen, die den Bestand aus sozialen und abordable Wohnungen erhöhen. Herr Präsident, Damen und Herren, ich komme nun zu einem immens wichtigen Schritt von dieser Regierung, die ganz sicher Paradigmenwechsel an der Armutsbekämpfung durchstellt. Die automatische Ausbezahlung von der Allokation wie Share an der Prime Energie wird dieses Jahr angefordert und erlaubt man dafür hier auf dieser Platz ganz speziell dem Fonds National de Solidarité mit all denen, die das möglich gemacht haben, merci zu sagen. Eine immens wichtige Initiative, die erfürchtet, weil sie das Problem vom Non-Recours für soziale Unterstützung hilft, teilweise zu lösen. Der Stadtdeck geht davon aus, dass die Allokation de Vie Chère 2022 von 44% der Personen, die Urrecht gehabt hätten, nicht ungefragt gehen ist. Bei der Subvention Loyer sind es sogar rund 75% von eligiblen Menschen hier zu Lützeburg, die also hätte könnten, das Hilfe aufrufen, es aber nicht gemacht haben. Durch die Automatisierung von dem Ausbezahlen wird dem Non-Recours effikaz entgegengewirkt. Eine Maßnahme, die hier Fristen dreht. Nach den Informationen vom Fonds National de Solidarité haben bis an Oktober 2025, das heißt dieses Jahr, 12.203 Städte von dem automatischen Ausbezahlen von der Allokation de Vie Chère an der Prime Energie profitiert. Am ganzen Jahr 2024 haben aber nur 9.240 Städte so eine Demande gemacht. Also eine Steigerung von 25%, nur weil ein FNS das Ausbezahlen automatisiert wird. Das sind bald 3.000 Ménagen, die aufgrund von den vielen Maßnahmen, die geholfen sind, und noch wenn es dem automatischen Ausbezahlen 2025 mehr Suchen haben, für Rechnungen zu bezahlen, sich etwas zu kaufen, oder sich muss Männer Sorge machen, ob das Ende vom Monat abgeht. Das ist das Resultat von einem Schwach von der Regierung für simuliert gegen die Armut vorzugehen. Dafür proposiere ich auch in meinem Rapport, auf diesem Weg weiterzufahren und zu probieren, soweit das möglich ist, das automatisch auszubezahlen, auch für die Loyer-Subventionen und eventuell andere Hilfen auszudehnen. Das zu begrüßen, dass die Regierung am Armutsplan 4 seit von 2027 und 4 Hilfen am neuen Komplement de Vie Chère zusammen zu legen, den dann auch die Referenz ist, für weitere Hilfen zu kriegen. Bei den hohen Zahlen von Non-Recours als gemeinsame Responsabilität zu probieren, das Zahlen raufzukriegen und dafür zu sorgen, dass wir möglich alle Menschen, die Hilfen kriegen, die ihnen noch zustimmen. Auch die Gemeinden sollen unbedingt angehalten gehen, wann sie Hilfen ausbezahlen, für die möglichst automatisch auszubezahlen. Zusammen mit dem Once-Only-Prinzip, den zwischen den Verwaltungen an den Échange von Données organisiert und so das Leben von vielen Ayant droit mehr einfach macht, dem Guichet Social Unique, dem automatischen Ausbezahlen von den Aiden, der Harmonisierung von den Kriterien d'Eligibilité, als das Bündeln ein Systemwechsel für Altfamilien, die auf eine Solidarität angewiesen sind, und ein Gamechanger auch für die Verwaltungen.
Das gehen enorm entlascht erkenne Mittel a langfristig wertvoll Arbeitskraft liberiere für die direkt Sozialarbeit Terrain, wie zum Beispiel an den Office-Sozialen. Auch bei den Pension alimentaires, also ein hegen Taux de non-recours, weil ein ayant droit so viele Konditionen muss erfüllen, mit oft hege finanziellen Ausgaben verbunden, dass das oft Risiko durchstellt, für an Armut zu rutschen, jeden das Hilfe recht kriegt. Dafür muss mir probieren, das System vermeidlich zu adaptieren, für so mehr ayant droit Chance zu geben, auf das Hilfe zurückzugreifen. In dem Sinn figuriert die Reform vom Gesetz über das Recouvrement von den Pension alimentaires auch am Armutsplan, an der das gut ist. Wenn ihr nur die Gründe seht, für was Menschen nicht auf die Hilfe zurückgreifen, auf die sie aber auch recht tun, ist Stigmatisierung oft ein Grund für sogenannte Non-Recouren, den annimmt wird. Dafür ist doch wichtig, dass heute die öffentliche Hand ein proaktiv und ein positiver Approach anhält und immer probiert, den ayant droit zu helfen, an sie zu begleiten. Es sind ayant droit und kein Bittsteller. Das gilt für alle Administrationen und natürlich auch für die Office-Sozialen, die dafür mit diesem Budget 2026 weiter verstärkt gehen. Auch den Droit à l'erreur müsste möglich sein und besser garantiert gehen. Viele Administrationen gebrauchen auch Hautchance, die einfach an die Lichtspruch. Das ist auch ein wichtiges Hilfe, wenn ihr wollt, das Problem vom Non-Recours lösen. Dafür sollte das eigentlich eine generalisierte Praxis an den Verwaltungen sein. Wir wollten diesen Budgetsrapport auf die Lichtspruch übersetzen. Aber es ist einfach immens zeitaufwendig und wirklich nicht einfach. Weil wir aber wollten eine wichtige Message an dem Sinn mitgehen, haben wir dezidiert, just eine Kurzbeschreibung, was das Budget ist, an ein paar Rekommendationen übersetzen zu lassen und daraus 2 Seiten gemacht, die da im Moment ausgedeelt wird. Oft sind auch Menschen mit einem Handicap vom Risiko von Armut betroffen, weil sie DAX müssen bei den Doktor gehen, was mit großen finanziellen Belastungen verbunden ist. Der Sektor wäre dankbar für weiter über eine nach verbessert Prise en charge zusammen mit der CNS nachzudenken. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Sozialkohäsion stärken und Armut bekämpfen, das ist ein zentrales Anliegen von uns allen. Wenn wir die Schere zwischen Arm und Reich nicht so gemacht kriegen, schwächt das Sozialkohäsion. Es befeuert politischen Extremismus und das Wasser auf die Millen von Populisten mit den vermeintlich einfachen Lösungen. Wir sehen, wie Extremismus an einem notbeschlenderten politischen Diskurs vergift. Wenn Polarisierung von der politischen Landschaft sich vom Konsens verhindern und Reformen an eine Progressivpolitik blockiert. Wenn wir das heute zu Lützeburg nicht wollen, müssen wir eine Sozialkohäsion weiter stärken. Dadurch, dass wir gegen Armut und Armutsrisiko gehen. Aber was sozial Sinn möchte auch ökonomisch Sinn. Die Äquation ist eigentlich ganz einfach. Ein niedriges Armutsrisiko stärkt Sozialkohäsion. Sozialkohäsion trägt zum sozialen Frieden bei. Soziale Frieden ist ein Standortfaktor an der Vorteil. Genauso wichtig wie die Besteuerung als performanten öffentlichen Dienst am Niveau von den Gemeinden und vom Staat, die Infrastruktur oder die Qualität von der Main-d'œuvre. Die Regierung hat schon vieles umgesetzt. Das weisen auch die ersten Resultate. Das Armutsrisiko aus dem Stadtdecknot 2024 per rapport zu 2023 von 18,8 auf 18,1% zurückgegangen. Zufrieden kann ich damit aber nicht sein, weil alle Einzelpersonen, die an Armut lebt, sind zu viel. Und aber, ob man's schenkt ein Trend vom letzten Jahrzehnt, an dem der Tod vom Armutsrisiko abgegangen ist, für den Moment gestoppt. An diesem Effort dürfen wir nicht nachlassen. An dem Budgetsprojekt 2026 weist, dass die Regierung nicht nachlässt. Wie viel schon gesagt sind am Budget 2026 14,99 Milliarden, bald 15 Milliarden vorgesehen, nach einmal mehr wie 1,5 Milliarden wie das Jahr, und das sind 46% von unseren Ausgaben. Mit dem neuen Armutsplan, den die Regierung vorgestellt hat, kommen weiter neue Impulse. Damit geht eine kohärente und transversale Politik nach weiter koordiniert am Sinn von mehr Effizienz und mehr ciblierten Hilfe für die Menschen, die an Armut
leben oder von Armut betroffen sind. Ich kurz Wort zur Energiepolitik. Die Energiekosten sind auch ein Treiber von Armut. Dafür begrüßen wir, dass das Budget 2026 vorgesehen, dass der Staat Netzkosten für 150 Millionen überhält, genauso wie die Mechanismen der Kompensation für rund 80 Millionen Euro. Zusammen mit der Preissenkung, den die Großakteure von der Stromversorgung zu Lützeburg annonciert haben, trägt das wesentlich zur Entlastung bei den Stromrechnungen bei, von der alle Städte profitieren, auch die Städte mit manner Revenuen. Strompreise zu Lützeburg liegen unter der europäischen Moyenne und sind mehr niedrig wie an unseren 3 Nachbarländern. Herr Präsident, die Damen und die Herren, steht an denen Kanner sind, bringt mich zum nächsten Punkt. Wenn wir bei der Bekämpfung von der Armut an dem Armutsrisiko den Trend nur gestoppt haben, ist das bei der Kannerarmut leider nicht der Fall. Leider ist ein guter Gegenteil. Der Rapport vom Stadtdeck Travail et Cohésion Sociale vom September 2024 hält fest, dass bald ein Viertel von den Kanner dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Die UNICEF wird rezent Zahlen präsentiert, dass von 39 OECD-Ländern und Ländern aus der EU Lützeburg ist ganz handeln auf der 35. von 39 Plätze klassiert. Bei der Kannerarmut muss man also handeln. Sehr resolut, cibliert und gut evaluiert. Dafür begrüßen wir die Akzente, die am UNICEF-Rapport festgehalten wurden, an dass der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von der Kannerarmut liegt. Kann es sein, dass an einem Land von den reichsten Ländern bald 20% von den Kanner auf Wohnungen leben von schlechter Qualität? Kann es sein, dass Kanner nicht auf Geburtstag von ihren Schulkameraden gehen können, weil sie selber keinen invitieren können oder die Eltern nicht Moyen haben für ein Cadeau? Da sind wir alle gut miteinander gefordert und haben eine Responsabilität. Kanner können nicht für die Eltern, aber besonders bei den allermeisten Eltern und ganz viele Fälle einer länger Zeit Mam, also es genauso, dass sie sich vieles vom eigenen Mund aufspuren für ihre Kanner etwas können zu bieten. Mit Wohnen zu Lützeburg als teuer. Die Lebenskosten sind hoch. Dafür setzt das Budget 2026 klare Akzente, an dem die Ausgaben für die Zukunft auf bald 1,6 Milliarden Klammen mit steuerlichen Entlastungen und Steuerbonifikationen. Hier muss ich die Aktionen begrüßen, die am Armutsplan festgehalten wurden und die Schwerpunkt auf die Bekämpfung von der Kannerarmut legen. Der Armutsplan baut auf die Rekommendationen ab, die den Ombudsmann für Kanner und Jugendliche, der Lisa und UNICEF, abgewiesen haben. Eine Politik, die resolut Kannerarmut aufbaut, ist keine Almosenpolitik. Wie genau das Gegenteil ist der Fall. Die Unterstützung für benachteiligte Familien, besonders Investimente und Betreuung von kleinen Kanner bis 5 Jahre und Begleitung von ihren Eltern hat auf lange Sicht einen ganz großen Benefit für die Gesellschaft und die öffentlichen Finanzen. Konklusionen vom LISA, der UNICEF und dem Ombudsmann, aber auch vielen internationalen Etüden kommen zum selben Resultat, dass die meist frei assimilierte Förderung für kleine Kanner und vulnerable Familien am meisten hilft, und zwar ein bessere schulische Parcours feiern, Gesundheitsrisiken reduzieren, auch das Risiko für später chronisch Kranken zu kriegen, mit klein, die Wahrscheinlichkeit, mehr klein machen, später am Leben auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, den Weg abmachen für bessere Arbeitsplätze am erwachsenen Leben, an den Kreislauf von der generationsübergreifenden Armut zerstört. Also, meist frei, am meist konzentriert zu unterstützen, die Probleme sozusagen unter Wurzel zu packen, als macht die effizienteste Politik für den Tod von Armutsrisiko, aber besonders für Kannerarmutsrisiko an unserer Gesellschaft aufzubauen. In dem Sinn, als Rekommandation vom Sektor für die Chancengleichheit bei den Kannern zu stärken, dat an dem so frei wie möglich der regelmäßige Kontakt auch mit der Kultur soll gefördert gehen. Der Gesundheitsminister hat bei der Präsentation vom Armutsplan auf den Punkt gebracht, wie sie davor geschwärzt hat, wie wichtig es ist, verstärkt auf die erste Entwicklung vom Kann zu gucken, die erste 1000 Tage. Natürlich zählt das für alle Kant und nicht nur für Kanner, die auf vulnerable Städte leben. Aber der Fakt, dass nur diese Kanner geguckt wird, an den Kader en Platz gesetzt wird, den sie aus ihrem Abseits raushält, als auf lange Sicht ein Gewinn für die Gesellschaft, weil sie sozial und finanziell Folgekosten evitieren.
Der Kampf gegen Armut, aber besonders gegen Kannerarmut, als Zentrum lo 2 Jahre eine Priorität von der Regierung. Das ist ein bewusster Choix an diesem Budget 2026 en faveur von einer proaktiven, ciblierten Sozial- und Familienpolitik für die Stärkung von der sozialen Kohäsion zu Lützeburg zu schaffen. Das ist der Choix für eine Gesellschaftsstabilität à la Luxembourgeoise, die wir an dieser Zeit von Umbrüchen, Disruptionen und multiplen Krisen brauchen. Herr Präsident, die Damen und Herren, wenn wir alles das wollen können finanzieren, wenn wir heute zu Lützeburg weiterhin wollen für den Triple S stehen, dann müssen wir den Triple A sichern und verstärken. In der Regierungserklärung hat der Premier gesagt, nicht mehr, wenn wir eine stark, kompetitiv und innovative Wirtschaft haben, können wir die Arbeitsplätze schaffen, die das Fundament von unserer sozialen Politik sind. Wursten ist kein Selbstzweck. Aber ohne Wursten gibt es keinen Sozialstaat, keine ökologische Transformation, keine kompetitive Infrastruktur und keine digitale Modernisierung. Ohne Wursten gibt es keine hochwertigen und attraktiven Arbeitsplätze. Dafür steht dieses Budget 2026 auch für eine Ökonomie, die umfassend denkt, ökologisch, sozial und wirtschaftlich. Eine Ökonomie, die Kompetitivität, Produktivität und Innovation vereinbart, weil sie als die notwendigen Finanzmittel gehen, die wir brauchen, für eine gerechte und solidarische Politik zu machen. Für Wachstum zu schaffen, brauchen wir mehr bezahlbare Wohnungen. Auch da ist das Budget 2026 ganz ambitiös, mit immens hohen Ausgaben über die nächsten Jahre. Für die Relance von dem Sektor zu unterstützen, ist es sicherlich interessant zu gucken, wie eine weiter cibliert und zeitlich limitierte Initiative möglich sind und ob ein Konzept vom Leasing Immobilier eventuell möglich wäre. Auch den am Koalitionsakkord annoncierte Fonds citoyen pour le financement des projets immobiliers, wo Bürgerinnen und Bürger können über den öffentlichen Fonds an Immobilien investieren, als eine interessante Piste für diesen Sektor mehr zu relancieren und Partizipation zu stärken. Herr Präsident, die Damen und Herren, das ist die Voraussetzung für unsere sozialen Ambitionen. Das ist die Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität. Das ist die Voraussetzung für einen starken Sozialstaat. Und dafür ist ein Triple A heute zu Lützeburg so wichtig. Hier ist ein Symbol, wir auch eine reelle Garantie für niedrige Kosten auf dem Kapitalmarkt, für einen attraktiven Investitionsstandort und für Vertrauen. Und das Vertrauen haben die Vertretungsagenzen am Oktober konfirmiert. Sie sind nicht klar, Lützeburg ist stark, stabil und die öffentlichen Finanzen sind gut gefördert. Mit niedriger Staatsschuld, gesunden Finanzen und effizienten Institutionen. An dem Budget 2026 geht das Linie konsequent vor. 2026 investiert Lützeburg 4,8% vom PIB, ein neuer Rekord. Mit diesen Investissementen wird die Ökonomie gestärkt und der Standort mehr attraktiv gemacht. Durch diese Attraktivität können Talente angezogen gehen und junge Leute für Lützeburg gewonnen gehen. Dafür muss wir auch die Attraktivität vom Land noch weiter stärken. Mit mehr internationalen Verbindungen durch die Luft, mit besseren Verkehrsachsen an der Großregion. Mit der Unterstützung von unserem Finanzplatz, wo oft kritisiert wird, dass Lützeburger all hier erspurt ist, ob Spurkonten haben und nicht viel dazu und davon zurück an die Ökonomie investiert wird. Dafür ist heute Proposition zu analysieren, ob es möglich ist, allen Neugeborenen Kant ein Montant von 500 € zu schenken, mit der Ablehre, dass das so nicht auf ein Spurkonto kommen, mehr an Finanzinstrumente investiert gehen, die direkt der Ökonomie zugutekommen, wird auch am Sinn wir von einer verbesserten Education financière. Mit diesem Budget 2026 kreieren wir neue Resetten, nicht durch Spuren, sondern durch wirtschaftlichen Abschwung. Und gleichzeitig setzen wir eine klare Priorität. 46% vom Staatsbudget sind Sozialtransferen. An einer Zeit von geopolitischen Unsicherheit und hohen Verteidigungsausgaben ist das eine starke Aussage. Es weist, wir lassen die vulnerablen Menschen nicht allein. Aber wie gesagt, für diesen Sozialstaat zu finanzieren, brauchen wir eine dynamisch, diversifizierte Ökonomie. Eine Ökonomie, die flexibel und innovativ ist.
so wie mir dat an eiser Geschicht ëmmerem gewiesen a bewiesen hunn. Dat ass kein Zofall, dat ass Standortpolitik, dat ass Madeneen Wussen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, wie all Joers hunn sech Chambre professionellen immens viel méigemer a ganz ausfeierlich a wie geschrieben. Außerdem huet de Conseil national des Finances publiques, Cour des Comptes an Zentralbank am Detail mat diesem Budget beschäftigt. Ich will Ihnen ein ausdrückliche Merci sagen für Ihr Arbeit an Ihr wertvoll Beitrag. Aus Zeitgründen verweise ich für den Detail von diesen Avien auf meinen schriftlichen Rapport. Auch der Staatsrat hat eine interessante Analyse vom Budget und vom Pluriannuell gemacht. Es goufe keine Opposition formelle formuliert, aber eine Reihe Verbesserungsvorschläge. Auch hier für den Detail verweise ich auf den Kommentar des Artikels von meinem schriftlichen Rapport. Zur Prozedur gilt Folgendes zu sagen. Wir sind den 1. Juli an der Finanzkommission zum Rapport ernannt gehen. Den 8. Oktober hat der Finanzminister das Budget an der Chambre deposiert und am Ganzen ist die Finanzkommission 10 Mal zusammengekommen, für sich mit dem Budget an der Wien zu befassen. Dieser Rapport wurde am 12. Dezember an der Kommission mit den Stimmen von der Majorität angeholt. Herr Präsident, die Damen und Herren, so ein Budgetsrapport bedeutet nicht nur einen großen Arbeitsaufwand, es ist auch ein fantastische Reise durch ein wunderbares Land und eine Arbeit von einer ganzen Equipe. Über die letzten Monate hatte ich die Chance, mehr wie 38 Entrevues mit diversen Akteuren aus der Zivilgesellschaft zu haben. Und ich will all Einzelnen vielmals merci so von dieser Platz für ihre Zeit und ihren wertvollen und inspirierenden Input. Ich habe immens viel gelernt und es war richtig spannend und interessant. Ich wollte auch nicht abhören, ohne ein paar Leute merci zu sagen auf dieser Platz. Vielmals merci der Präsidentin von der Finanzkommission, an all die Members von der Finanzkommission, die ein Stück vom Weg mit mir gegangen sind, mit vorab dem Caroline Geseneck mit ihrer wertvollen Hilfe. Auch dem Finanzminister, seinen exzellenten Equipen am Haus und auch bei der IGF ein ganz großes Merci. Für allem aber auch meiner Familie, die viel Geduld mit mir hatten über die letzten Monate, weil ich nicht viel daheim war. Und aber auch meine ganze Fraktionskollegen von der CSV-Fraktion und dem Generalsekretariat, die mich mit viel Kompetenz, Engagement und Arbeit auch für allem durch das spannende Monat begleitet haben. Speziell dem Henri Wagner von der Fraktion ein ganz dickes Merci. Erlaubt mir noch einen letzten Satz zum Schluss. Durch die Automatisierung haben wir 2025 auf manst 25% von den Ménagen mehr finanzielle Hilfe geben. An 2025 goufe viel andere Hilfen und Maßnahmen umgesetzt und einen ambitiösen Armutsplan präsentiert, sodass ich die Hoffnung behalten, dass ich die letzten 25 Heilbannen auch noch davon irgendwann überzeugt kriege. Das ist so nicht vielmals merci.